Habe ich gewusst, dass in deinem Körper ein Glied, das eine besondere Kraft auf dein Leben durchhand zu wegen, wo jeder dort Glied brauchen kann. Und das ist die Zunge. Die Zunge ist gleich ein von den ganz stärksten Gliedern, die du hast in deinem Leben, was dein Leben bestimmt. Wir finden Jakobus 3, was an der Zunge vergleicht mit einem großen Schaf. Und dort sagt, dass ein Schaf gewohnt wird mit einem Ruder, mit dem sie stehen, wo der Kapitän an ist. Und der winkt, das kriegt du han, wo er will. Das ist ein ganz kleines Ding, wo er winkt, aber der winkt, das kriegt du han, wo er dort han will. Und das sagt, das kriegt es dort als die Zunge. So, die Zunge in dem Mühl ist in der Wirklichkeit, das kriegt es ein Stier, wo die Brücken das vielleicht in den Fertig, wie sie bekommen mit Fertig mit Schäb. Aber wenn du in Fertig was wohan wegen und du entscheidest, okay, ich will nu, krieg nicht das geschafft vor, dann wirst du eine Deusi drehen, wo das geschafft ist. Und du wirst eine Entscheidung merken und du sagst, okay, ich will hier hin, ohne dass du vielleicht überdenken darfst. Und ich glaube, wir haben sehr viel gelernt in unserer Community, kann ich sagen, von, wir sollen nicht pflegen, wir sollen nicht Dame wieder sein, also so. Aber ich glaube, das sind Dinge, die du reden kannst, wo du nicht unbedingt zu tun mit Pflegen oder allerhand damit sein, aber wo dein Leben danach in eine negative Direktion leiten. Die Finger in Sprecher 18, Vers 21 sagt, dass Tod und Leben ist in der Kraft von deiner Zunge. So, wo redest du über dein Leben? Redest du Leben über dein Leben oder redest du Tod über dein Leben? Wenn du sagst zum Beispiel, weil ich diese Schuld, was ich niemals mehr rauskommen. Ich sehe tot auf bin, ich komme nicht raus. Ich war nervös gesund worden, ich sehe tot krank. Mein Wehrassel von Treff gesund geworden, können wir vielleicht sein. Vielleicht Krankheiten, wo wir vielleicht sein, da sind auf Herzen von Menschen gestorben. Wir sagen, ja, ich war nicht gesund worden. Ja, meine Kinder waren nicht einmal so sein, die waren keinmal in besseren Weg anschlagen. Und, weißt du das? Weißt du, dass das dort was passiert? Oder worum redest du dort über all diese Dinge? Was, wenn wir uns entscheiden, wir wollen anfangen so zu reden und mit Gott anfangen, über reinzustimmen, dort, wo ich sein will, und ich will anfangen, gute Dinge zu reden, über meine Kinder, über meine Gesundheit und über wo ich stehe in finanziellen. Als ich, zum Beispiel, wo wir können sagen, ich will diese Schuld rauskommen, ich will gesund werden. Und wir fangen in der Bibel, in 5. Mose fängt, wie dort Gott sagt, dass wenn je war meine Gesetze holen, dann wo je Menschen liehen und je war nicht liehen brauchen. So, dann kannst du sagen, Gott sein Versprechen zu mir ist, wenn ich Gott gehorchen will, dann wird er mich genug sehen, dass ich wem liehen kann und ich nicht brauchen in Schuld leben. Wir fangen in 1. Korinther, den ersten Kapitel, denke ich erst dort, du sagst dort, Gott seine Versprechungen sind Ja und Amen in Christus. Und dann braucht das, dass wir bloß mal uns Amen dazu sein und mit übereinstimmen, was Gott all gesagt hat, um das wieder kriegen wollen. Gott sagt, dass er alles, was dir fehlen hat, wird heute geben. Er wird dir nicht nur irgendwas fehlen, was dir in Wirklichkeit fehlen hat. Er gibt dir das. Und so, wenn du entschieden deine Zunge zu brauchen, zum Leben reden, und es steht dort, dann wird dein Leben auch gleich durch ein Heil gestört worden. Dein Leben wird dann nicht, weil vielleicht sagst du, na, ich habe das all geprüft, ich habe all gutes Gerät und das passiert nicht. Na, wenn ein Schab wird gewohnt, das geht nicht bloß 2 Sekunden, was der Schab angewohnt ist, das geht eigentlich eine lange Zeit, was das ganze Schiff angewohnt ist und das geht nicht wirklich ein anderer Weg. Und die setzt dich vielleicht gerade in dieser Situation und die setzt das geht alle bei auf, wo du fängst an deine Werte zu brauchen und überrein zu stimmen, was Gott sagt in sein Wort und du sagst, das wird besser werden mit mir. Ich will frei werden von Schuld. Ich will frei werden von dieser Gewohnheit. Ich will frei werden von dieser Krankheit. Gott hat das all gesagt. Gott sein Willen ist dort. Fing Gott sein Willen in der Bibel und redet Gott sein Willen über dein Leben. Und da du mit entscheiden, dein Stier, kriegt der Weg zu wehen, was Gott sein Stil gewohnt hat in dein Leben. Wenn du dort was stehst, dann wird sich dein Leben verändern und du wirst anfangen, einen anderen Weg zu gehen mit der Zeit. Du wirst sagen, okay, mein Leben fängt an, in eine andere Direktion zu fahren, als was ich gerade nicht will. Ich war frei. Und so, wir fangen ein Vers in der Bibel, was mir besonders interessant ist, als in Sprecher 12, Vers 13 sagt, dass ich war in Himmel lesen, das sagt, die Böse ran sich fast in ihre eigene falsche Wehr.
Der 14. Vers sagt aber, wer Gott redet, kommt viel Gott tau. Wenn du was hast, was Gott soll kommen in dein Leben, dann wirst du man auf von Gott zu reden. Und die nicht vorsran mit deinen eigenen, böse, falschen Wir. Bloß allerhand Negatives. Und so ich will die Mut merken. Mit wenn du den Müll aufmerken lässt, und was du sagst über dein Leben, denk du an, wo du mein Stirn in die Hand rein. Dreig dort Hand, dass ich Leben kriege, dass es besser wird, dass du Hand dreht, was Gott will für mich, oder dreig, dass du Hand, was raufkommt mit mir und was nicht Gott sein Willen ist. So ich will die Mut merken. Jedes Mal, wenn du den Müll aufmerken lässt, und du wirst vielleicht auf negativ reden über dein Leben, dann denk du an, was Gott gesagt hat, und entscheide, dort zu sein, was Gott über dir gesagt hat. Möchte Gott die segnen, wenn du dort praktizieren lässt in dein Leben.